Nach den verbotenen Autorennens möchte der Zuchthäusler die Schande auskommen. Und da dabei, da rennt er sich und ist hin. Der Flori muss eine Zeit lang im Spital bleiben, dass er wieder gesund wird. Er und der Christian verzeihen alles ihnen Leid und die Schande auch. Die nehmen ihm sein Fetzen weg und sein Advokat meint, dass er vielleicht 2 Jahre lang eingesperrt wird. Kathi reißt sich die Füße aus für das neue Gmorblal und der Nieder hat andere Wünsche, was da reinkommen soll. Und drum möchte er es nicht auf Papier drucken, sondern das Netz einhängen. Der Martin mag nicht zugeben, dass er alt ist und ein Brunnen braucht, aber in der Kirche kommt's auf, weil er vom Birche außer daneben singt. Nachher lässt er sich von einer anlässigen Brunnentantlerin zum Lesen singteierne Augenglaseln um 600 € andrehen, bloß weil sie am schöne Augen macht, so wie der Vor schon ein Roland. Der Fanny, seine preußische Tochter, möchte mit 2 bayerischen Burmen anbandeln, aber die verlangen eine Mutprobe von ihr. Und wegen dem krampft jetzt eine Illustrierte aus dem Gerstl sein Lohn. Sie bringt es aber wieder zurück und beicht das Ganze ihrer Mutter. Kathi kauft der Uschi und ein Hummel einen Schmuck, aber der Patrick vertauscht die 2 Geschenke von Sengs und weil die Uschi aus Höflichkeit so tut, wie wenn's ihrer recht gefeuert, wird das Zurücktauschen ein Wingerl hakelig. Das Radlrennens von BR geht nicht weit von Lansing vorbei und der Lorenz möchte, dass die Lansinger da hinkommen, samt den, dass zu der gleichen Zeit Fronleichnamsprozession ist. Drum versteckt der Pfarrer die Monstranz, so dass alle danach suchen. Und schon gleich, der Lorenz hätt's womöglich gedacht. Wie es nachher der Pfarrer wieder auftauchen lässt, haben alle recht froh und gingen mit dem Umgang mit. Und keiner scheißt sich mehr um das Radlrennens von der Glotzen. Wie der Mike hört, was sein windiges Birscherl alles angestellt hat, möchte dann rausschmeißen.